jetzt grüß Gott, da sind wir beim Fischersheim Brauhaus. Ich bin die Nina. Und ich bin die Ledige von da. Heute ist ja der 8. März, also der internationale Weltfrauentag. So. Und ich finde, es gibt nichts Besseres an dem Tag, wie wenn zwei Frauen ein Brauereiprodukt vorstellen. Genau, weil wir Frauen, wir können nämlich auch mal ein Bier trinken, auf etwas mal wieder gut läuft. Wenn mal etwas nachgeht, wenn das Wetter leuchtet in der Zukunft und wenn es besser wird, und da passt doch so ein Bier an so einem Tag super. Genau, weil Bier trinken ist schon ganz, ganz lange nicht mehr nur reine Männersache. Yes. Was haben wir denn heute so zum Verkosten? Wir haben etwas ganz Besonderes. Aber jetzt möchte ich nur noch kurz sagen, ab heute dürfen wir euch jeden Monat das Bier des Monats der Brauerei Fischers in Messingen vorstellen. Und heute zum Auftakt beginnen wir gleich schon mal mit einem richtigen Kracher bzw. Brummer. Oh ja, genau, das habe ich vorher doch schon geguckt, das ist der Braubär. Ja, da hinten ja auf den Braunbär guckt, der jetzt wieder heimisch werden will bei uns und den wir natürlich reinlassen, weil der ist willkommen, ein Bär. Leute, guck mal das Gesicht da von dem Bär. Also wenn der schmeckt, wie er guckt, ho, mein lieber Scholli, dann trinke ich den gern. Der Bär wird wieder heimisch, genau ab heute, weil ab heute gibt es das Bier im Handel zum Kaufen. Ja. Und ich würde sagen, jetzt stellen wir euch das mal vor. Ja. Genau, beim Braubär handelt es sich um ein helles Hefeweizen, also um ein obergäriges Bier, mit 4,9% Alkohol und 11,9% Stammwürze. Und neben Weizen und Gerstemalz wird noch zusätzlich Karamellmalz verwendet. Das unterscheidet das Bier so ein bisschen von der anderen Hefeweizen auf dem Markt. Ach, das hat quasi eine Karamellnote. Genau. Eine Note, da fällt mir ein, da könnte man ein Lied singen. Probier's doch mal mit Fischerbier, schmeckt einwandfrei, glaub es mir. Das Bier, das ist von da und das macht Sinn. Und wenn's dann recht gemütlich wird und auch noch appetitlich wird, dann gönn es dir egal an welchem Fleck, schubidamdam. Super, das ist was Mal da Applaus jemand. wert. Ja, was soll ihm da alles kommen? Jo, probieren wir's, oder? Jetzt, also, dann machen wir's auf. Ha? Ja. Ja, das machst jetzt du, ja, das kannst du eben frei, das Bild. Und dann zeige ich dir jetzt einmal, wie man ein Hefeweizen einschenkt. Das habe ich nämlich gelernt, ich habe auch schon bedient in Wirtschaften. Also du musst das Glas so schräg heben, das ist ja leicht feuchtes Glas, gell? Und dann hebst du es und dann lässt du das jetzt einmal so reinlaufen. Guck mal, wie das reinläuft. Oh, schon wie das reinläuft. Guck, und dann der letzte Schucker, den musst du dann so reinschucken und dann musst du geschwind noch so da wegen der Hefe. Ui, ja, guck mal da nach. Das hat ein richtiges Hietli. Hui, das ist mir gelungen. Guck mal da nach. Jetzt, also, Schön. ha? Halt, Nicht. wir genießen Bier mit allen Sinnen. Ah, okay. Das bedeutet, wir gucken es uns auch schon mal an. Ja. Hallo Bier, ich guck dich an. Also es hat eine richtig schöne Bernsteinfarbe. Ja. Da sieht man auch nochmal, dass Karamellmalz verwendet wurde. ja. Es ist ein trübes Bier und es hat eine wunderschöne Schaumkrone, die ist uns wirklich gelungen. Ja, ist das ein schönes Bier. Und das am Frauentag. Hat das passt? Jetzt, ha? Rieche, Also riechen, schmecken. schmecken auf Schwäbisch. Ja, ich schmecke etwas raus. Sag's. Es riecht mega fruchtig. Ja, fruchtig. Man riecht auch auf jeden Fall die Karamellnote. ja. Und es riecht auch ganz dezent nach Banane. Ah ja. Probieren wir's. Jetzt geht's. Ja. Also, Prost. Zum Wohl. Auf das bärenstarke Bier. Uiuiui. Es ist mega erfrischend. Also Hefeweizen ist ja auch Oh, bekanntlich ein Sommergetränk. Ich als alte Weizenholzerin, die wo mich kennen, wissen, dass ich Hefeweizen immer trinken kann. Also immer kann ich es nicht trinken, aber wenn ich einmal so richtig gespattelt habe, also wenn ich durch den Wald gesprungen bin und dann so schwitzen muss und dann hinten so ein Weizen, super. Also, aufs Leben, auf den Frauentag, auf uns. Unsere Empfehlung am Frauentag.